Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Yoldaş, kendine gel yoksa ağzını burnunu kırarım. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? Danny da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. ja, der Melodie. Ok, convoco meine Seelenverwandte. Kurdistan? Du und die scheiß Podcast hier. Beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig Morgen. Folge 60, The Daddies back in town. Wir sind rum. Das ist schon besser als Das ist schon besser als vorher. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und bündig nach der Sommerpause. Neben mir hockt der schönste Host von dieser Show. Der Zero. Dankeschön. Double G's to the E's, Mies. Und ein Fan-Favorite. Frisch aus dem Herbst. Janis. Er war Untersuchungshaft, weil er. Ey, wer ist, wenn wir nicht ins Detail gehen? Wer ist, wenn du die scheiß Mikrofon ein bisschen näher würdest nehmen? Wer ist, wenn wir nicht ins Detail? Ja, sicher. Ist kein Problem. Müssen wir nicht. Aber ich sage einfach nur, es lohnt sich nicht, Leute auf Instagram beleidigen. Heutzutage musst du einen Knast für Ja. das. Hört auf, 4 Pfund. hört auf, Ameisen essen. Ihr landet im Herbst. Aber mehr dazu nachher vom Janik. Sorry, Janis. Alles easy. Okay. Wir sind weg gewesen. Wir hatten Zoom-Pause gehabt. Obwohl wir gesagt haben, wir machen keine Zoom-Pause. Wir haben kurz einen Break gebraucht, weil der eine oder andere hat einen Mental Breaky gehabt. Nein, Spaß. Und wir waren an Festivals. Yes. Wir waren in der Ferien. Du. Ich. Irgendjemand war im Herbst. Nein, Mann. Wir sind da und eure Fan-Favorite Janis ist auch da. Zero, was läuft? Nicht viel bei dir? Nicht viel, Bro, danke. Ey, das ist so zu fest Radio-Vibe jetzt gerade, sag dir ehrlich. Nein, das ist geil. Aber ich muss euch noch etwas erzählen. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Seit wir ein bisschen Pause gemacht haben, ein bisschen weniger rum sind und so. Ja. Irgendwelche neue Podcaster machen jetzt so Shows und, Ja? und behaupten so, sie wären der krasseste Podcast von der Schweiz. Wer? Ist egal, Bro, ich mache keine Werbung. Ja, aber ich weiß wirklich nicht von dem. Mama, sie haben ja ein Video gemacht und gesagt, so, wir wären der krasseste Podcast von der Schweiz und so. Doch, ich habe gerade gestern etwas auf Instagram gesehen. Ja. Irgendetwas. Und du weißt auch, welche morgen. Du weißt ganz genau, welche. Von Zürich? Ja. Gell? Ja. Auf jeden Fall, Bruder, bring it on. Aber wer groß redet, der hat auch ein grosses Mund zum Stopfen. Also, du mir jetzt Ansagen machen gegen andere Podcasts oder was? Ich sage einfach, Bruder, vergesst nicht. Ja, Bro, willst du gerade Vollgas rein mit anderen Podcasts? Ach stimmt, wollte ich auch noch etwas sagen. Es ist da richtig etwas aufgestartet bei mir. Seit Wochen. Er schreibt mir, Bro, einfach bitte Podcast, ich muss ein paar Sachen Also, rauslassen. Janik, du hast ein paar Minuten jetzt. Ich wollte einfach nur ganz kurz sagen, der Podcast, Was ist das für wer ein Podcast? der lost von euch, Mhm. Bro, jeder, der den lost, ist ein gottloser Nuttason. Wirklich, gebe. Gebe. Tote Großmütter müssen beleidigt werden, wer der Scheissdreck lost, Alter. Ohne Scheiß. Was ist denn das für ein Podcast? Hey, kannst du so die. Es ist so aus ganz vielen Sparten das Schlechteste, was es gibt. So. Ich zeig dir, wie du reich wirst. Ich zeig dir, wie dein so mental, Mann, wenn du kalt duschen gehst am Morgen, jeden Morgen eiskalt duschen, das Geld kommt zu dir. Und wieso heißt Das ist der Name von Wir diesen zwei beide gottlosen sind- Nutten. das? Sind das Schweizer? Nein, Deutsche? Deutsche, aber ich bin so am Umswipen und so. Nachher ist so Wie hast du ein. gemacht? So. Ja. Nachher siehst du halt einfach so das erste und du denkst dir, was für ein gottloser Nutter so Ja. wirklich. Nachher kommentierst du so ein bisschen, ich kommentiere gerne. Du auf kommentierst Insta, sehr ich gerne. kommentiere gerne. Ja. Nachher kommentiere ich so und so, beleidige so ein bisschen und so. Bro, ich bin auf einem höheren Niveau, was Beleidigung angeht, sag ich dir ganz ehrlich. Er ist sehr wortgewandt. Ja. Und dann hat der kleine Hurensohn einfach geantwortet. Und das hat mich noch mehr hässlich gemacht. Was hat er gesagt? Ich weiß nicht, irgend so, weißt du, so.
irgendwie ist das Thema darum gegangen, um Frauen und Bitches und ja, das, weißt du, so der typische Alpha-Mail-Dings so. Ja. Dann habe ich drunter geschrieben, Bruder, nicht gegen dich, bevor du andere ihr Aussehen fertig machst, schau doch, dass dein ganzer Kopf, Haare, weißt du, so, der Style, Bro, er sieht aus wie ein Vollbehinderter, ganz ehrlich. Er hat so Cowboy-Hut an und so. Kannst das bitte alles, tu das bitte alles. Bro, ich habe jetzt gedacht, was habe ich gemacht, dass der jetzt einfach so, nimmst du persönlich so. Auf jeden Fall habe ich ihm so geschrieben, ich so... Aber Bro, warte, das heisst, hast du gecheckt, das war ein Kompliment für dich? Wieso? Er hat nur mich angesprochen. Ah, weil ich nicht so einen Haarausfall habe. Ja, wenn der ein oder andere von denen fit gewesen wäre, hätte er gesagt, hey Bro, nicht gegen dich. Hey Bro, ich sag, wir schauen nachher zusammen kurz, schauen wir 1, 2 Dings durch und du wirst maximal aggressiv. Ja, Bro, 50. und die haben so viel, die finden so viel Anklang, so bei der Jugend und so. Hoe viel schreiben einfach so Also, so möchte ich gerne Andrew Tate oder was? Ey, ja, Max, er tut auch viel den Andrew Tate verteidigen, aber er macht es auf so eine Schiene so, hey, ist nicht alles gut, was er sagt, Ja, aber so, ja, Bro, ja, ja. deine Fresse, man, nichts ist annähernd gut, was er sagt, weißt du, so, sind Mental-Dings und so. Ja, Auf jeden Fall scheiß drauf, tu ein paar Sachen raus. ja natürlich. Nur paar. Oh, fuck. Ja, fuck. Check, Einfach Echo. Ich habe dich gewonnen vermisst, Bro. Ich dich auch, man. Janik, schön bist du da. Hey, erzähl mir, machen wir so wie nach der Schule am Mix. Ja, Sommer-Recap. Ich habe keine Ferien gehabt. Ja, dann bist du halt einer von den armen Ausländerkindern, die halt daheim war während der Ferien. Nein, ich arbeite auch bei einem mega coolen Betrieb, wo man auch keine Ferien hat. Ich habe keine Ferien, das Okay, aber was haben wir im Sommer gemacht? Wir haben... Ey, Also wir haben... Ursprünglich haben wir gesagt, also, wir machen im Sommer eine Pause. Yep. Aber wir werden doch rum sein, indem wir an Festivals gehen und Content machen. Yep. Nur haben wir vergessen, dass das richtig beschissen rauskommt. Yep. Aber ich muss auch sagen, wir haben das nicht so einen Druck gemacht. Yep. Wir haben einfach gesagt, wenn es sich ergibt, ergibt es sich. Wenn nicht, dann Chia Benonen. Sehr schön. Ja, man, wo sind wir gewesen, wenn Festivals alles? Wir waren am Open in St. Gallen, Trash. Open in Frauenfeld. Das war geil. Das war geil. Das ist ganz geil. Sehr gewesen. lustig. Gewesen. Ja, Der eine Tag, wo ich da war. Ja. das ist ganz geil gewesen, ja. Specs Festival. Das Lustig. ist urgeil. Das ist ganz lustig gewesen. Ja, das war ganze 10 Minuten nicht gewesen. Bro, Bro, ich bin so, also, look, Specs Festival. Ich laufe so ins Backstage rauf, weil er und ich haben ja Backstage-Zugang gehabt. Haben uns kaputt gesoffen, also ich. Und dann laufe ich so rauf und dann kommt einer zu mir und sagt so, hey, es ist einfach unglaublich. Und ich so, was denn? Ja, da die Zürich-Jungs nachgehen schlägern im Backstage. Und es ist ja... weiß nicht, was das ist schon viel zu... Nein. Nein, Also- können wir ihn Tobias nennen? Also der Tobias Tobias. ist ja eine Person, die wir kennen. Ja. Und der Tobias ist zu uns gekommen und hat gesagt, hey, kannst du bitte mich im Backstage hineinbringen? Ich will uns verrecken am Ring sein Schwänne. Nicht am Rin. Hey. UFO. Nein, am Young Huren seinen Young Huren. Schwanz gottlos lutschen. So. Das hat er gesagt. Ich glaube, das war etwa die Wortwahl. gewesen. Ah, mit diesen Geräuschen? oder? Ich glaube schon. Okay. Ja, in dem Fall. Und er so, bitte, bitte, Daddy. Und ich so, okay, er weiß, wenn mir Daddy sagt, ist wie so, ich mache alles. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut, ich bringe dich rein. Nein, ich habe ihm gesagt, hey, look, ich laufe einfach rein. Bist du nicht auch mitgelaufen mit mir? Nein, du hast mein Kamerazeug geschrieben. Ah, ja, stimmt. Genau, wir haben sein Kamerazeug so in die Schulter gegeben, damit er halt ein bisschen einfach reinkommt. Und er hat ja kein Backstage-Bänder gehabt, aber wir sind einfach gelaufen und haben so Securitas so angequatscht. Aber ich bin so wie, vielleicht so 20 cm vor seinem Gesicht angegangen und dann so gesagt, hey, wie geht's eigentlich? Brauchst du Wasser? Und weil er so perplex war, ist dann der Tobias. Du hast am Anfang zu worken, hey, gefällt dir das? Ist der Ja, der Tobias, läuft, ja, der läuft. der Tobias dann reingelaufen. Und in dem ganzen Masterplan, also der Tobias ist einfach selber reingegangen. Ich habe ihm gesagt, ich bin dort, wenn du schaffst, dort reingehen, so rechtlich, ich habe mich auch abgesichert. Rechtlich betrachtet, ich bin auf dort gestanden und wenn er halt durchkommt und die Securities ihren Job nicht machen, ist nicht mein Problem. Oder? Ja. Ich hätte mich aber auch beim Tobias rechtlich abgesichert. Genau. Ich hätte mich garantiert beim Tobias abgesichert. Und dann der Tobias, was ich halt wie nicht in dem Masterplan nicht bedenkt habe,
Weil Tobias hat unbedingt den Young Huren treffen und mit ihm reden. Bro, er hat ihn einfach gefühlt. Er hat einfach unbedingt aber, mit ihm ein bisschen reden ich und check Foto nicht, machen. er hat es einfach so angestellt, dass würde er gerne ihn sehen. Aber Ich weiss, du was hast er 10 will Minuten machen. vorher gesagt, hey, es gibt gratis Drinks und so Genau, im Backstage. was ich Und das eben hat ihn, in dem Masterplan, in dem Konstrukt, den ich zusammengestellt habe, nicht beachtet habe, ist die Gratis-Bar. Wo Hey, der Tobias ist reingekommen und jetzt ist so, das Backstage ist so voll gewesen mit Menschen, die ins Backstage gehören. Und dann hat es einige gegeben, voll mit Sektion Zürich und ihre Jungs. Ich meine, Sektion Zürich gehört auch ins Backstage, ganz klar. Aber all die Jungs dort, Bro. Also weißt du, so, alle reingeschlichen. Auf jeden Fall, ich habe gesehen, der Tobias hat ein paar Drinks. Und dann habe ich wie so gemerkt, jetzt ist vielleicht der richtige Moment, um sich zu verpissen. Und dann bin ich gegangen und ich würde ab da gerne die Geschichte an Janik übergeben. Hey, wir sind am Hängen gewesen, am Chillen und nachher irgendwann hat es ein Videoanruf gegeben vom Tobias. Ja. Und wir sind genau wegen 2 Acts sind wir quasi da gewesen. Also ich bin nur da gewesen, um euch zu fotografieren. Ja. Ist auch geil Es sind gewesen. auch sehr gute Fotos geworden. Jill und Abdi Interview, brutale Bilder. krank. Wir haben nur Young Horn gesehen und Jill und Abdi. Die 2. Und so erste 30 Sekunden vom ersten Lied Young Horn sind wir... Wie heißt er? Young Horn? Young Hearn. Ich weiß nicht, wie er heißt. Huren. Young Huren. Vielleicht heißt er einfach Young. Die Hurensohn. Dankeschön. Genau. Auf jeden Fall die ersten 30 Sekunden bekommen wir ein Kollege von uns, einfach ein Kollege von uns bekommt einen Videocall. Dann siehst du den Tobias so, wir haben halt nichts verstanden. Wir so, hey, was? Und ich so, kannst du nicht schreiben? Ich kann nicht so zeigen, ich so schreibe, weißt du? Nach irgendwie 20, 30 Sekunden vergangen, nachher kommt der Kollege und sagt so, hey, ich glaube, der Tobias hat Probleme irgendetwas. Und ich so, ja, können wir kurz schauen und so. Natürlich kein Stress wählen, einfach kurz klären. Wie man das halt macht. Ja. Und dann sind wir so rumgelaufen und wir haben den Tobias nirgends gefunden und so. Ich so, hey, wo ist der und so. Nachher läutet er wieder an. Er so, ja, draussen und so. Dann gehen wir so raus, ey, und er ist... Ich weiß nicht, wie ich seinen Zustand soll beschreiben soll. Ich sage einfach mal, er hat noch so halbwegs gerade stehen. Eigentlich war er noch so ein bisschen frisch gewesen, aber nicht mehr richtig da bei uns. Und man muss schnell beachten, das ist Festival. Zeitspanne ist wie lang? Von uns reingelaufen ins Festival? 3/4. Nein, das ist etwa 1,5 Stunden. 1,5 Stunden. Und die Zeitspanne von, er ist im Backstage drin, bis er kann nicht mehr stehen? 20 Minuten. 20 Minuten? 30 so. Absoluter King. Das ist... Ey, Bro, das ist eine Leistung. Absoluter Ich habe King. Respekt. Absoluter Wirklich, King. wirklich. Auf jeden Fall, nachher hat er uns probiert zu erklären, was passiert ist, aber wir sind 5 Leute gewesen und wir sind nicht rausgekommen. Mhm. Und ich muss mich jetzt auch noch kurz rechtlich absichern. Ja. Kannst du mich kurz stummen? Ja, sag nur. Darf ich sagen? Sag nur. Genau, also jetzt noch schnell. Übrigens, liebes Specs Festival, wir haben Ja. unsere Zusammenarbeit hure schön gefunden. Er ist 10 von 10 gewesen. Es war absolut geil. Er ist Hammer Wir gewesen. haben mega Spass gehabt. Ja, fix. Und Es hat ja gewisse Sklavenarbeit. Und wir haben gewisse Tickets, die wir von euch bekommen haben wir verlost, oder? Und andere haben wir einfach so ein bisschen im, ich sage jetzt mal, weiteren Bekanntenkreis vergeben. Wo wir ja auch ein Kontingent bekommen von euch. Genau. Und der Tobias, wir wissen jetzt nicht genau, der Tobias einer von deinen Kollegen war oder von der Verlosung. Wahrscheinlich hat das Also ich hätte gewonnen. gesagt... Hat's ja, gewonnen Ja, das ist der Verlosung, Verlosung. ja. Genau, also wir kennen den Tobias eigentlich nicht. Ja, also wir kennen ihn vom Ich kenne ihn sehr gut. gesehen und Ah, nein, das meine ich. ist ein guter Kollege von mir. Ist, ja. Auf jeden Fall sind wir dann dort rausgestanden und ich so, ja, komm, scheiß drauf, gehen wir wieder rein. Kommt schon wieder rein, scheiß drauf. So, Er so, ja, sie haben mich rausgeschossen, irgendetwas. Ich Also kann ihr nicht sind at this point sind ihr schon außerhalb vom Festival mehr gewesen? außerhalb vom Gelände, ja. Ja, also er ist nicht nur vom Backstage rausgerührt worden. Nein, er ist komplett aus dem Festival Komplett so aus- bei einem Hintereingang schon so rausgeführt worden. Und es sind auch blöd. Vorne ist so ein ganz Weil normalerweise verschupfter- wird er ja immer in den Hintergang reingeführt. Checkst. Checkst? Okay, Checkt. schwieriges Publikum. Auf jeden Fall, wo wir gekommen sind, ist dort so ein verpopelter, so ein 15-jähriger Ferienjobbler mit einer Weste gestanden. Die so leuchtet. Genau. Mhm. Und wo wir
wo der Tobias rausgeschickt wurde, sind nachher so 5, 6 Uhr Mutanten dort gestanden und der ist so voll lässig angelöst. Das sind die Berner Broncos. Ja, voll, Die voll, sind wild, Bro. voll. Aber die sind chillig. zum Teil, ja. Chillig. Auch 2 von denen haben so gesagt, du machst doch den Podcast. Ich so, ja voll. Er so, geil, ich so, bringst du ein paar Leute VIP? Und er so, nein, Bro. Ich so, okay. In dem Fall nicht so ein Fan, du Urs. Jetzt los, dann sagt er, weißt du? Auf jeden Fall, ja, nachher habe ich dir geschrieben. Ich so, hey, der Tobias ist rausgegangen und so. Breaking News, nicht zu erwarten gewesen. Und du hast dann irgendwie noch das Ticket hast geschickt und so. Ich habe es gefunden am Boden. Verlost, irgendetwas. Verlust, Nummer 1 Verlust. Ja, Im Chat ich ist habe es. es noch. Du hast gut gratuliert übrigens. Danke vielmals. Vaterli Wirtschaft. Und nachher bin ich so lässig so zu dem Stand. Ich so, hey, da das Ticket und so. Dann ist es zuerst etwa 8 Mal nicht gegangen. Habe ich so zwischen den Stand hin und her müssen. Irgendwann ist es dann gegangen und er hat mir so das Bändchen anziehen. Und ich so, nein, ist nicht für mich. Ja, ja. Nachher so, ja, bring kurz den Kollegen. Ich so, hey, ich bringe es ihm selber das Bändchen. Er so, also wer denn? Ich so, der dort hin und zeigt so ganz schüch neben ihm, so links in einem Park stand. Ich so, weißt du, der? Und bin so. Nachher so, ja, also wenn ich sehe, dass sie mir anleist und so, dann ist easy. Nachher gehe ich so und einfach am Tobias kurz angezogen. Der hat es nicht gecheckt oder hat es nicht mitbekommen. Nachher ich so, hey, voll geil, haben wir geregelt und so, komm, gehen wir wieder rein. Wir sind dort reingelaufen und wir haben ihm wirklich ins Gewissen geredet. Wir so, ey, du benimmst dich jetzt einfach 30 Sekunden musst dich benehmen. Vom Eingang, wo du das Badge musst anheben, bis etwa 30 Meter nach der Securitas. Und er hat sich zusammengerissen. Wie ein Bär. Ey Bro, er ist ein Löwe. Ein Er ist Löwe. gerade gelaufen, Kamine verzogen, einfach reingesteppt. Und ich so dachte, ey, klappt alles Chillig. voll gut. 10 Meter gelaufen, es kommen ungelogen. Etwa 10 mit so einem Knopf im Ohr. Nicht mal mit Securitas angeschrieben. So an der Schulter. Back. Also, raus. Aber haben ihr ihnen gesagt, dass Zürich... Ich habe ja gesagt, Zürich ist uns. Ja, hast du gesagt, Bruder? Sag ihm mal, Bruder. Nein, auf jeden Fall. Nachher ich so, hä, was, wieso und so? Wer sind ihr überhaupt? Und Ja, so. ja. Und nachher ist sie so, nein, gerade wieder raus und so, der darf da nie mehr reinkommen und so. Ich so, hä, ich habe ihm gerade das Ticket gekauft. Ja. Nachher so, ja, kannst du nachher noch nicht so quasi ich so, Geld rausholen. okay, dann will ich das Geld zurück. Ja. Es tun viel wichtige Leute. Oh nein. Gib mal Ticketnummer. Ja, du so, schon gut. Weißt du was? Ich wollte nicht mit euch reden. Ich gehe zu den Medien, ich gehe zu den Medien, das wird ein Skandal. Ich so, Fall, ja. hey, so wichtig ist es auch nicht, man, alles easy, gib Bändeli meinen Kollegen und so. Sie so, nein, komm mal mit und so. Und ich habe genau gewusst, es geht darum, dass sie herausfinden, von wem wir Tickets haben. Ja. Und nachher ich mich rausgeredet, bis zum geht Ja, nicht okay. mehr. Ich so, nein und so. Und währenddessen habe ich so, wir sind immer oben den Barcode, Ja. habe ich so mit dem Handy so den Das bearbeitet. durchgestrichen und nochmal einen Strich gemacht, damit es so keinen Sinn mehr gibt. Also, der Janne hat sicher so im Vollstress halbe Stunde lang an dem rumgetöckelt. Ja. Und jetzt sind wir da im Podcast und sagen so, das sind wir gewesen. Ja, auf jeden Fall, ich weiss, dass der Raul hört unseren Podcast mega gern. Raul, Das ist alles nur fiktive Story. der Raul ist, er ist irgendetwas Manager bei Artist Mensch. Artist Manager. Nur kurz zum die Lage beruhigen. Ist nachher voll easy gewesen und so. Wir haben den auch weggenommen. Ja. Es sind noch etwa 8 Polizisten gekommen, noch viel mehr Broncos und so. Und nachher haben wir dann gecheckt, wir müssen gehen. Dann sind wir gegangen. Stimmt keiner, eh? Ja, Bro, ich hätte schon gesagt. Ich hätte es genockt. Okay. Auf jeden Fall, ich weiss, der Raul hört immer den Podcast. Und jetzt wissen wir halt wie nicht, ob das schlau ist, da jetzt marketingtechnisch und so kooperationstechnisch, was wir gerade erzählt haben. Aber auf jeden Fall, wir haben sehr viel Spaß gehabt. Und danke für die geile Zusammenarbeit. Wir haben auch gute Interviews geführt mit den Artists. Wen haben wir alles interviewt, Bro? Jello Abdi, ich weiß nicht, wie der heißt, Budget Capone und der Mimix. Wer ist Budget? Aha, der LC1. Ja. Budget Capone. Bro, ich liebe den Livio, ich arbeite jetzt mit ihm zusammen. Er ist ein ganz geiler Sieg, er ist richtig lustig. Livio ist absolut geil. Gigi, Coconut und Sektion 2. Coconut und? Bounty. Oder nicht? Bro, ich kann mir nehmen, es tut mir mega leid, ich habe eine richtige... Bounty und Coco. Okay, ich habe eine richtige Schwäche. Coconut. Bounty. So, Coconut und Bounty.
Ich habe richtige Schwäche. Ich kann nicht mehr null merken. Der Monet Ja. und Sektion Zürich. Das ist eine Tür. Und mir hat gerne auch den Knack interviewt. Ich nicht. Hey, apropos Festivals. Ja. Also wenn wir etwas zum Specs noch sagen. Auf jeden Fall, Interviews kommen bald auf YouTube online, das sind sehr lustige Interviews. Und wir sind ja nicht am Gurten gewesen. Aber weißt du, was ich gehört habe? Von ganz vielen Quellen. Was? Der Julex, Ja. wo ich ja so oft gehatet habe. Ja. Bro, du weißt, wie ich bin. Ich gönn Menschen. Ja. Was ist? Was läufst du? Nicht, Bro, aber er hat im Fall am Gurten gespielt und die Leute sind so durchgedreht, dass der Boden kaputt gegangen ist. Und dann hat er am nächsten Tag nochmal, ich glaube, auf der Hauptbühne auftreten und es ist pumpenvoll. Schon krass. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Trotzdem. Hey, ich wollte einfach sagen, Bro, Gurten geht, glaube ich, auch schlimm ab. Rosalie ist auch dort gewesen. Es hat krass ausgesehen. Hey, wir haben gedacht, dass auf einer St. Gallen abgeht und dann ist das Krasseste, was passiert ist, unser Busfahrer. Stimmt, erzähl mal vom Open St. Gallen. Bevor du erzählst. Open St. Gallen ist von Gadget. Die gleiche vom Specs. Ich hätte jetzt Ich sage einfach mal, bevor du redest. Open Air St. Gallen ist Trash. Ich muss schon sagen, es ist voll Es gute ist, Musik. es ist, also schau jetzt, es ist mehr, die ganze Ostschweiz trifft sich einfach zusammen und chillt. Von gross bis klein. Also einfach alle 12. Bro, es hat einfach 8-jährige Kinder gehabt. Ja. Es hat aber auch 60-jährige gehabt und so. Das ist ja auch easy, nicht? Eben ja, es eben, ist so, es ist einfach, du gehst mit der Erwartung, ich bin nicht dort gewesen, du gehst mit der Open Air Erwartung, weißt du? Er ist so mit Open Frauenfeld Erwartung gegangen. Genau. Ey, aber das ist das Problem. Das Open Air Frauenfeld stuft alles andere so ab. Ich bin auf Specs. Hey Bro, ich habe gedacht, dass wenigstens 3-4 Ausländer gesehen. Um das geht. Also, Bro, wir haben keinen Kennex gesehen. Weil wir haben so als Witz gut, das gedacht. ist auch nicht Musik. Also, weißt du so. Ja, Bro, nee, aber das wir ist- haben, ja, es geht. Also ich höre halt Lumineers super gerne, oder? Das haben wir schon Ja. mal gehabt. Und Lumineers sind Headliners gewesen. Okay. Du bist aber auch der einzige Kenneck, der Lumineers lässt. Hey, ich weiß nicht, aber ich liebe es. Wahrscheinlich schon einer von wenigen. Ey, schau, es gibt schon so Dings, weißt du, so, es gibt genug, wo den Sound hören, weißt du. So, aber das nicht mal, also wir haben ja als Witz so wollen Content machen, wie so, hey, das sind 2 Kennex am Opener und wir suchen jetzt andere Kennex. So. Janik, das muss ich nicht zu. Ich habe das schon letztes Mal gesagt. Hör auf. Ey! Hör auf die ganze Zeit. Bro, schau mich an. Hör auf, Bro, schau mich an. Ja, ich Schau mich einfach an, bis du schnell. Ich mach's nicht mehr. Ich habe das schon letztes Mal gesagt, hör auf mit dem Handling Noise die ganze Zeit. Das krack, 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 es nervt. Ist gut. Sorry. Darf ich noch einmal? Also mach noch einmal richtig, noch einmal. Schau, du kannst das Kabel ziehen, weil das Kabel ist ja kurz, siehst du ja. Nachher machst du kein Geräusch. Dorthin? Alles easy. Okay. Sorry. Wo bist du gewesen? Ich weiß nicht mehr. Also auf jeden Fall Open Air St. St. Gallen. Ja, auf jeden Fall kann ich. Wir haben uns das anders vorgestellt. Was auf jeden Fall geil war, ist, dass wir geil können essen, wir können gut trinken. Es sind eigentlich freundliche Leute gewesen, mit denen, wo wir ein Interview machen konnten. Ja, ich Hey, weiß nicht, ich habe es einfach gesehen, weil nach dem Specs. Das war, glaube ich, unser drittes Festival. Gewesen. Einfach fertig, ich habe keine Lust mehr gehabt. Aber eben, Frauenfeld. Schau, es gibt ja die Leute mit dieser Westen-Ferienjob, wo wir vorher geredet haben, oder? Und das Ding ist, ich finde die mega herzig. Die sind meistens immer mega nett und mega liebe. Und eine, ich glaube, sie ist so vielleicht 17 gewesen oder 18. Was ist lustig? Nicht, erzähl. Okay. Sie war 18 gewesen. 18. 18. das sind so Nein, Sätze, die nein, das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Ja, Lassen wir's, logisch. lassen wir's. So. Sie war 18 gewesen, wahrscheinlich. Und ist halt so dort gestanden und hat halt so geschaut, dass die Leute, ob sie VIP-Parkkarten haben.
Und dann fährt so ein, ich glaube es war im März, gewesen, Bruder, mit Bass, tang, 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 vorbei, mit über 80 Karacho, Bruder. Sie weicht aus der Zeit und sagt so, hey, ich muss Ticket sehen. Du kannst auch so, fressen du nicht. Einfach der, du kannst einfach so, fressen du nicht. Was willst du machen? Was willst du machen? Ey, Das ist einfach Frauenfeld. die, Das ist die, einfach Kinderarbeit. Ja. die sind hilflos gewesen mit Bro. Bro, look, Leute, die angehalten haben, die haben den Respekt vor denen gehabt. Leute, die weitergefahren sind, die haben keine Kontrolle über die. Aber ich liebe einfach, die sind einfach so 4 Kennex, alle Sonnenbrille, alle Arme draussen. Und die, du hast von weitem, die denken VIP-Tickets. Bro, das, Und die fahren vorbei, hey, Brettlerut. Bro, mein Cousin ist auch ab und zu wieder gegangen am Abend und dann haben wir so erzählt, er kommt so heim. Also, Bro, ich fahre so, bei meinen Cousins fahre ich so hin und dann sagt man einfach so, ich möchte da links durchgehen. Und dann er so, okay, geht einfach rechts, er hat rechts Parkplatz gesehen. Er so, meinst du, kann man sagen, was Aber ich mache es auch so, aber ich habe immer hohes Mitleid nachher mit Es tut denen. mir leid, Weil aber es ist dann einfach so dort wie, Ja, sie keine verdienen- Ahnung was, weißt du, die können nicht... Ferienjob. was die wollen sie Uhren sagen? Verkehrskredite, so Ja. sehen sie aus, oder? ist fairer Job, Bro. Aber auf einer Fraufeld ist geil, ich muss sagen. So, St. Gallen ist so Dings gewesen, dass wir gesagt haben, wow, okay, mir freut uns so viel auf Fraufeld, weil das wird sicher besser als das. Und Was war das Lustigste gewesen am Oberfeld? Ey, ich bin immer so ein bisschen angespannt, was ich erzähle. Ja, du musst es ein bisschen schauen. ja, wir müssen alle schauen. Ja, fair. Aber Aber- ich muss schnell, ich tue jetzt mal, also ich habe etwas mitbekommen. Okay? Okay, ich bin gespannt. Ich habe gesehen, dass im Backstage, Nein. Nein, Bro. warte schon, ich habe gesehen, dass im Backstage so 2 Jungs laufen, wo anscheinend, ich weiß nicht genau, was der, ich sage jetzt mal, genaue Bestand von dieser Tat war, aber 2 Jungs sind auf jeden Fall gesucht worden. Und dann kommen so 2 oder 4 andere und halten so die Jungs auf. Und so wie ich es mitbekommen habe, ich bin mir eben nicht mehr sicher, aber wir haben so, die Leute haben so gesagt, hey, look, wenn die 2 kommen, wie ziehen sie... Ey, Mann. Das ist am Schluss. Ich schreibe auf. Wenn die 2 kommen, dann nehmen wir sie schnell auf die Seite und reden schnell mit ihnen. Das ist so die abgemachte, also so habe ich es gehört. Spannende Geschichte, ja. Krass, Und dann ja. reden wir mit ihnen und dann schauen wir so, hey, ist das nötig gewesen, was ihr vorher gemacht habt, und, oder? Und die Person ist dann einfach angelaufen, wo sie gesehen hat und gesagt hat, ey, du such mal da. Ey, und ich Als ich sag, das gehört habe, Bro, das Lustigste an dem Ganzen ist, die 4 Jungs, wer einem das war, sind halt auf die 2 und es war so eine angespannte Situation gewesen, so Securitas sind vorbeigelaufen und du hast gemerkt, die Securitas wissen nicht, ob sie eingreifen sollen, weil sie haben easy Schiss gehabt, glaub, von dieser Situation. Also ich als Außenstehender habe sie auch schlimm gefunden. Hey Bro, Kann ich wenn vor- kann ich ich das vorstellen. mitbekommen habe, Bro, ich habe gedacht, Alter, wie ist das nicht... Aber das absolut geilste mit, mit Abstand ist, die 2 Jungs sind dort, 2 andere Stirnacken, recht gut aussehende auch, muss ich sagen, jetzt objektiv betrachtet, Okay. haben sie so ein bisschen halt im Mangel genommen und gesagt, hey, komm mal da und jetzt, was hast du vorher gemacht? Nachher läuft, wie heißt der? Ey, keine Ahnung. Der Musiker. Bones. Der Bones. Der Bones. Bones und der Maxwell. Bones und Maxwell laufen vorbei und einer von den 2, der so den Schießer in der Hose gehabt hat, sagt so, hey Bones. Hey Bones, hey Maxwell. Hey Jungs! Und dann sagt einfach der eine von diesen 4, ist auch ein bisschen wild ausgesehen, sagt so, du Hurensohn, hast du jetzt gemeint, du kannst jetzt so tun, als würdest du den Bones kennen, oder was? Er scheiß auf dich! Ich schlag dich zusammen, du Hurensohn! Was für ein dunkler Sohn! Ey Bro, die Sandy ist abgekehrt. Scheiß auf Mann. Und dann, das andere ist, ich bin auch gestorben. Einer von denen hat so, kaum sind die Securities gekommen, hat er so angefangen aufmucken. Dann sagt er so, ey, jetzt hängst mal nicht mal deine Hände ab und so. Dann sagt einfach der Typ so zu ihm, du meinst, glaube ich, verschlage dich nicht vor den Securities. Hey, ja, auf jeden Fall, Open Air sind nicht der Ort zum Also ich muss sagen, die ganze Experience sonst vom Open Air, das ist 10 von 10. super gewesen. Also geiles Essen.
Acts sind geil gewesen. Hey, ich muss ganz Aber ehrlich ich muss sagen, ja, sorry. ich muss sagen, es ist so, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Hey Bro, ich finde, die Acts sind sehr geil gewesen, aber ein paar von der Abmischung, also Luciano, Katastrophe. hast du nicht können hören. Katastrophe. Hast du nicht können hören. Also, ich muss sagen, ich habe Luciano nicht gern. ja. Also, ich höre seinen Sound nicht, er interessiert mich nicht. Aber. Auf jeden Fall, er hat böse abgelehnt. Aber ich habe hier noch Also, Hut gehabt er und ich macht- fühle ihn nicht. Ja, ist gut gegangen. Bro, Hast hast du nicht geil Hat es ein gefunden? bisschen ausgelöst? Ja, schon ein bisschen. Bro, der Ding, also ich muss sagen, der Luciano ist ja recht bekannt dafür, so, dass er krasse Shows macht. Leistlos, ja. Und ich meine, so Lieder, ich kann es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, so Schmetterling und so ist etwas, wo glaub, voll abgeht. Aber die Soundanlage oder die Abmischung ist so schlecht gewesen. Luciano ist zu leise. Ich habe nichts gehört, Bro. Viel zu Ich habe leise. nichts gehört. Wo bist du gewesen, dort? Wo bist du gewesen? Wo bist du gewesen? Ja, sag, wo bist du gewesen? Hä? Ich bin vom Balkon gewesen mit dem Jani, Mann. Unterwegs, Mann. Unterwegs. Mit der Ah, Leiste. mit Leuten, weißt du. Ja, fix. Ja, easy. Okay. Genau, oben im Frauenfeld. Ja, Also Musik ist okay gewesen. Ja, ich habe es geil gefunden. Auch so ein bisschen der Vibe so selber, wie wir es halt gehandelt haben, so, wir sind noch hure viel gewesen. Ja, also ja. weißt du, so mega viele Leute. Und wir haben so wie unsere Ecke gehabt, nicht, wo wir halt immer gewesen sind. Und du hast gewusst, du kannst 2 Stunden weg, du kommst zurück, du siehst wieder 10 Leute von uns. Also weißt du, so, Ja, das ist du geil kannst gewesen. hängen und so, Das ist das ist geil so gewesen. chillig gewesen. Vor allem dort, wo Sektion Zürich ihren Auftritt hatte, an dem Tag sind viele King Leute rum. gewesen. Das ist wirklich Ja. ganz, also die haben wirklich für am Nachmittag, um 3 bei praller Sonne, Bro, Ja. haben die Uhren viele Leute mobilisiert und haben Und dann ganz sind noch geil Pyros gezündet worden und so. haben wirklich ganz, also die haben wirklich gut unterhalten. Die Ich fanden das hätte gut. wirklich nicht erwartet, und zwar nicht, weil sie nicht performen können oder so, aber ich habe gedacht, ist Sonntag gewesen? Samstag, aber letzter Tag quasi. Ja, letzten Tag um 2 Uhr letzten Nachmittag. Tag, als ich voll kaputt gesoffen am Abend vorher, ich habe wirklich gedacht, das ist so, nicht so geile Zeit für einen Auftritt. Aber Ja. Ey, Bro, wie viele Leute sind das gewesen? 3000? Die haben gut mobilisiert. 2.000-3.000? Hey, Bro. also, ich glaube, fast gleich viele Leute wie bei Trettmann. Es ist wirklich. Also, ist recht. Von einer Seite hat es nicht so krass ausgesehen, aber Ja, die anderen. nach einer Ja, ja, Aufnahme von voll. ihnen auf der Bühne, Bro, Ja, ja. das ist Crazy, voll wirklich crazy. wirklich krass. Hey, ja, es war sehr geil. Gewesen. Dann sehr, sind wir, sehr lustige Zeit. Also, das Frauenfeld ist- Safe, ja. Rafa, das war geil gewesen, ja. Und dazwischen bin ich in die Ferien. Zwischen Frauenfeld und Specs. Aha, ja, fix. Oder? Durch Marokko. Doch, ich bin auf Marokko. Bist du nicht nachts Specs auf Marokko? Nein, nach Specs bin ich auf Côte d'Azur. Bro, er ist am Leben, checkst. Leben, Bro. Globetrotter, Lifestyle. Hey, auf jeden Fall. Ich würde auch gerne etwas erzählen über Marokko. Und es ist für mich ein bisschen ein dramatisches Ereignis. Und ich würde mich gerne in diesem Safe Space da öffnen. Und dass wir einfach über das schwätzen zusammen miteinander. Geht es nur um dich oder mit wem du dort gewesen bist? Auch? Hey, ich weiß nicht, ob ich. Also nein, sagen wir so. Also ich bin ja mit einem Kollegen gegangen. Und wie soll ich das sagen? Also Marokko ist jetzt zum Beispiel das Land, das mir ein bisschen aufgefallen. Also wir sind in Agadir gewesen und es ist sehr, sehr schön. Wo bist du gewesen? Agadir. Was ist lustig? Nicht? Sorry, soll ich sagen Agadir? Nein, ich frage nicht. Ich lache nicht, du hast gelacht. Du hast angefangen. Du hast angefangen zu lachen. Schau, der ist so ein Gaslighter wieder. Auf mich negativ frame, Mann. Bro, er sieht dich ja. Er sieht mich auch. White Passing Cisma. Wirklich, Mann. Hey, Fresse, Mann. Du musst gar nicht reden, Mann. Also auf jeden Fall, Jungs, ich bin neben dir gewesen. Und ich würde sagen, ich habe das Gefühl, so, ich sage jetzt mal nicht, dass mich das interessiert, aber so Nachtclubs und so Bordell und all das Zeug ist jetzt nicht auf der höchsten Prioritätenliste dort. Und ich glaube, es ist jetzt auch nicht das Land, wo du gehst, zum einfach halt... Hat es dort Bordell? Eben, es hat nicht. Eben. Und, also, habe ich gehört. Und Casinos hat es auch nicht. Hast du gehört? Habe ich gelesen, nachgelesen. Bist du googeln? Vorher schon. Und auf jeden Fall haben wir so gefunden, hey, weißt du was sollen 2 starke, junge, hetero Männer machen? Und wir haben gefunden, wir gehen in den Hammam, so ein Massage-Spa-Ding, oder? Und jetzt komme ich zu einem Teil, der mich ein bisschen auch belastet.
Und zwar bin ich so, also ich habe so gefunden, hey, ist der perfekte Ort, um mal den Dschungel auf meinem Rücken und auf meinen Schultern ein bisschen, wie soll ich sagen, dimmen, roden. Und ich habe so gefunden, hey, ich würde gerne, halt, dass ihr das wachset. Oder? Und bevor ich das gemacht habe, habe ich eine Massage wollen. So. Und dann bin ich so reingelaufen in den Massagesaal so, und so 2 junge Frauen haben mich so empfangen. Ich bin so zu der einen und mein Freund ist zu der anderen. Und dann hat sie gesagt, ja, weißt du, zieh dich bitte aus. Und ich so, ja klar, macht man halt so, oder? Also, haben Sie schon mal eine Massage bekommen, so professionell? Einmal. Okay. Haben Sie euch auch ausziehen? Nicht ganz. Nicht ganz. Ich meine, Du bist irgendwo komisch gewesen. ey, also jetzt. Einfach, also je nachdem kommst du das Tuch über. Oder die Intimzone. Oder, Aber hast du die Unterhose so abziehen? Hey, ich glaube im Fall nicht. Also in Japan habe ich mal meine eigene Unterhose ausziehen und so Unterhose von ihnen anlegen, aber das ist etwas anderes. Von der, Also nicht vom nackt bin ich Masseur? nicht. Ich bin nie nackt, ich habe mindestens Unterwäsche angehabt oder ein Tuch, wo das Ja, ich kann halt so Hose ausgezogen, T-Shirt ausgezogen, dann macht sie so. More. Also noch mehr ausziehen, oder was? Ja. Aber du bist im gar nicht Hammam, mehr. Bro. Du bist ja- Also so ein privates Massageding halt. Bist du nicht im Hammam gewesen? Nein, es ist ein Hammam, aber es hat ein privates Massageding. Ja, aber im Hammam bist du generell fast nackt, denke ich. Okay, Bro, Machst aber nur es hat das ein, ich bin nur mit einer Person und sie Ja. so, zieh dich aus. Und ich habe gedacht, hey, ich zieh mich jetzt aus. Du so, der läuft Und dann liege ich an und dann komme ich ja wahrscheinlich so ein Tuch über oder so. und dann kommst du. Ich meine es im Fall ernst. Ja, alles gut. Ich finde, es ist wie nicht der richtige Moment zum Witz Okay, machen. okay, mach. Auf jeden Fall habe ich mich ausgezogen und dann hat sie mich angefangen zu massieren. Ich wüsste so mit Öl und so. Und mit Öl und so, dann hat sie mich massiert und dann ist sie an meine Beine und jetzt kommt sie an meine Beine. Ist so, ich kenne den Move. Ja. So der mit Ober. Also Bro, du machst dich voll lustig drüber, aber es ist für mich, es ist wirklich für mich ein dramatisches Erlebnis gewesen. Lass ihn kurz ausreden. Also bitte. Okay, sorry. Ich hatte wirklich... Ich mache Witz machen und der so nachher ist einfach... Ey Bro, auf jeden Fall. Also Jungs, wenn ihr lachen, muss ich es erzählen. Nein, Doch, mach doch jetzt. Wir ritzen uns zusammen. Und dann tut sie meine Oberschenkel massieren und dann geht sie so klapp an meine Eier. Aber so nicht so den vorbeistreichen. Erzähl. Also Bro, ich fühle mich im Fall schon ein bisschen Erzähl. violated. Es ist nur er. Bro, ich versuche echt, aber es geht nicht. Ich sage ihm das, er so, ruf nachher. Da kannst du meine Eier. Aber Bro, es ist so Vater gerade klapp an meine Eier gegangen. Und ich bin halt so ein bisschen, weißt du, ich hab's nicht erwartet. Wie? Ja, aber ich bin verschrocken. Wie hast du gemacht? Und dann habe ich ihr so gesagt, Jungs, also, Ist der- wahrscheinlich, ihr lachen gerade über jemanden, wo sexuell halt Belästigt von Belästigt Nein, worden ist. Psst. Erzähl. Also ist das ein Safe Space oder nicht? Ist das Safe Space? Ey, Bro, absolut nicht, aber erzähl. Also, Es wahrscheinlich, ist kann ich, geredet, manchmal, kann ich über mein traumatisches Erlebnis erzählen? Ja, oder mache ich kannst. nicht lustig drüber? Kannst. Ey, nein, also wahrscheinlich lachen wir schon ein bisschen, aber erzähl. Okay. Nein, so ein gesunder Massiers. Okay. Und dann hat sie so halt an meine Eier angefangen rumzuspielen. Und ich bin halt so ein bisschen verschrocken. Und ich so, hey, kannst du das bitte nicht machen? Und dann sagt sie so, oh no, same price. Und du so, Ich so, ja, nein! Nein, dann habe ich gesagt, hey, Gott. Er lacht und du sagst nicht, Ey, ich Bro, bin am es war Heben. auch lustig gewesen. Ja, jetzt. ja, bin am nein, ich Heben. frage nur Gott, wie du am Heben bist. Ja. Okay. Ich Und kann dann, nicht lachen, weil ich es ernst nicht und nehme. dann sagt sie so, drei um. Und ich muss auch sagen, es war ein bisschen kalt gewesen drin und so. Oder? Ja, normal. Aber, nicht, dass ich jetzt irgendwie halt das haben will, aber es ist halt durch so sinnliche Gerüche und Berührungen ist halt, ich sage jetzt mal, Durchblutung angeregt durch gewesen. angeregt gewesen. Und es hat auch ein GHS gegeben, so Ja, der gemütliche Halbstand. ja. So, er war ein bisschen rum, gewesen, aber meine, Bro, kann man auch offen darüber reden. Nicht das grösste Boot, aber es kommt gut über den Ozean. Schön, du Metapher, malst mit das- Worten. das ist eine Du malst Metapher. mit Worten. Ja, auf jeden Fall habe ich mich umgedreht und nachher so hat sie mich weiter massiert auf den Bauch. Mega unchillig gewesen, weil eben ich auch ein bisschen fester und so. Und es gibt wirklich nichts Unchilliges, als wenn Leute so deinen Bauch massieren. Das macht nichts mit mir. Sorry. Hey, und nachher fängt sie halt wieder an, geht so in die Leiste gegen. Und ich kenne die Moves, Bro. Weißt du, so.
Also ich habe die Moves entwickelt. Ich habe die Moves entwickelt, Bro. Ich habe viele Leute massiert. Und nachher so, oh, wie ist das passiert? Checkst. Auf jeden Fall geht sie so halt wieder an meine Eier und drückt so ein bisschen halt so in meinen Intimbereich. Ich habe gesagt, halt, stopp. Kannst du machen? Das möchte ich nicht. Stopp. Und dann sie so, no, it's normal hier. Und ich so, hey. Ich hol dich da raus, weißt du? Wenn sie muss, aber ich möchte das nicht. Okay. Das hat sie respektiert. Irgendwann so nach dem zweiten dritten Versuch. Ich bin nachher rausgelaufen aus dem ganzen dubiosen Aber Massage-Erlebnis. ist es dubios gewesen? Also ich meine, Ja, Bro, jetzt es ist weird das gewesen. Ambiente Nein, und es so. war mega schön. Okay. Hat eine schöne Musik gehabt, hast ein bisschen so Tropfen gehört, gute Gerüche. Ab und zu hat der eine die Eier gelangt und so. Chillig. Nein, dann habe ich gesagt, ich möchte das nicht und so. Ich kann es wirklich auch nicht wählen. Ich habe es super weird gefunden, Bro. Dann bin ich raus und dann habe ich gedacht, wie erkläre ich jetzt meinem Kollegen, dass ich jetzt gerade ein bisschen dramatisches Erlebnis kann. Und dann läuft er raus und schaut mich an und sagt, das erste, was er sagt, ist, Bro, haben sie dir auch eins runtergeholt? Nein, Mann, nein, das ist jetzt ein Witz gewesen am Schluss. Ah, wirklich? Nein. Okay, Also, Schatz. es wäre sehr lustig gewesen. Es passt auch 1:1. Ja, Also- es wäre sehr lustig gewesen. Nein, ich habe ihm das erzählt und er so, was, oh mein Gott. Okay, hast du nicht wollen? Und ich so, nein, ich kann es nicht wollen. Also vielleicht bin ich einfach hübscher als er. Ist das dramatisch Erlebnis jetzt? Ja, Bro. Also, Er ist angelangt worden. Was Ich ist habe gedacht, das kommt jetzt zum Finger in den Arsch oder so. sorry, aber was fändest du es geil, wenn irgendjemand auf deine Eier anlangt, ohne dass du das willst? Wenn ich nackt am Liegen bin, dann kann passieren, Bruder. Mach nochmal. Hast du gern gehabt? Mach nochmal. Sag nochmal. Mach. Ach, wenn die Kamera weg ist. Ey Bro, ich kann es schon nachvollziehen. Ja, mal sicher Wenn du mit nachvollziehen, der, aber- wenn du mit der Bro, er hat so Erwartung... aufgepasst, ich habe dann jetzt etwas richtig so Unangenehmes. Und Ey wir Bro, sind so du weißt ja nicht, laut. wie schlimm das für ihn Also war. du musst jetzt nicht irgendwie assumen, dass das für mich nicht schlimm war. Ey Bro, red Deutsch mit mir. Du musst nicht... Er hat mich nicht mehr angegriffen. Redet beide Deutsch mit Das mir. heißt, assume auf Deutsch. Ey Bro, ich bin Mr. G.O.F. Davon ausgehen, oder was? Genau, du kannst nicht für meine Gefühle reden. Ich habe das Wort, das ist nicht mal gebraucht. Ey Bro, ich sage jetzt nicht, dass er dran zu Buch geht, aber ich kann es verstehen, wenn es so... Das ist schon unangenehm. Ich habe so... Sie hat mich nicht angelangt, aber so in... Sicher ist es unangenehm, ich weiß aber... In Polen, ich bin mal mit meiner Freundin in Polen gewesen, Ja. und dann haben wir auch Massage wollen, weil es ist halt ultra günstig. Also Perli-Massage. Nein, einfach nebeneinander. Nicht so Perli. Aber weiss du nicht hast mal, schon was ein gesehen, Perli- dass sie neben Nein, dir ist. eben, nachher hat sie, was angefangen hat sie einfach so den Vorhang zugezogen. Scheiße. Und ich so, Vorher ist sie massiert worden. ey, es hat eine recht hübsche gehabt Ja. und eine, die ist ein riesen, also einfach ein Tank, so ein bisschen, so, sie hat Schulter gehabt und so. Ja. Und die so ein bisschen grösser war, Ja. hat mich massiert. Okay. Und so die feiner hat meine Freundin Dich massiert. abgeschissen. Schon, ja. Und dann, ich habe es ja auch gesagt. Ja. Und nachher, es ist genug Polnisch und Thailändisch, glaube ich, können. Wieso Talent? Es sind thailändische Masseusen gewesen, Ah, okay. in Polen. Ja, macht Sinn. Auf jeden Fall nachher flüstert sie mir so etwas so, sie so, und ich so, hm? Und nachher wieder sie so, und ich so, Schatz! so, kannst du übersetzen? Weißt, ich kann nicht, weil das so etwas komisches Kann passiert. sie Polisch oder was? Seine Frau? Oder Die ist Thailändisch? Muttersprache, Polnisch. Thailändisch. Polnisch. Ah, okay. Ja, und dann? Auf jeden Fall, nachher sie so, was? Weißt du, und sie auch gerade so, sie so, was? Und nachher die anderen einfach so, no, turn around. Ich so, aha. Aber ich muss auch sagen, ich habe nicht wollen, dass sie meine Füße massiert. Ja. Ey, Hast du auch so giggeln? Max, Ich auch. sie hat angeschaut und so, und sie ist so weg und sie hat nicht locker Ja, gelassen. ja. Bro, sie hat den Fuß kneten. Ey, und ich habe das wirklich 10 Minuten lang, bin ich so am innerlich Ja. verbrennen gewesen, weil sie meine Füße am Anlangen war. Ich hätte sie am liebsten weggeboxt, ich Fair. sage dir ganz ehrlich. Fair. Ja, nicht so dramatisch gewesen, aber ich weiss, es kann unangenehm Also sein. vergleichst du jetzt eigentlich deine Füße anlangen damit, dass sie mir hat wieder... Ey Bro, willst du mir jetzt vorschreiben, was ich davon Nein, unangenehm also, die sind finde? einfach, also Jungs, ich will gerne ein bisschen ernst genommen werden. Sag? Was soll ich Ernst sagen? nimm dich jetzt. Ja. Okay, aber willst du mir jetzt sagen, wenn du jetzt in der Ferien wärst und du würdest eine Massage machen und irgendjemand würde einfach anfangen an deinen Eier rumspielen, würdest du es zulassen? Nein, aber ich will auch sagen, hey, für sie scheint es normal, wie du gesagt hast. Das weiß ich nicht, ich gehe davon aus. Eben, du assumst. Du Ja. hast gesagt, du so, was nichts für dich normal.
Deswegen, sie macht den Move und dann sagst du einfach, nein, ich will nicht. Aber du findest es easy, dass sie es macht? Nein, aber was sollst du machen, Bro? Ja, aber ich darf doch finden, dass es ein bisschen übertrieben ist. Ja, ja, sicher, aber so wichtig ich kenne, habe ich gedacht, so etwas Krasses. Weil so ein Ereignis wichtig ich kenne, ist eher weniger traumatisch. Okay, was ist denn traumatisch? Für dich? Bevor du redest, ich weiß auch noch 1, 2 Sachen. Nicht? Die habe ich einfach im Petto, Bruder. Ach, das weißt du. Ich habe das jetzt nicht angesprochen, Okay, ich sag Schiessen, einfach. aber wenn du willst, können wir schon anfangen. Ah, okay. Nein, komm, lassen wir es. Aber wäre das etwas, was du willst machen? Was? Mich massieren lassen? So ein Happy End? Nein. Weg? Ich bin nicht der Typ, ich kann auch nicht Puff gehen und so. Ja, okay. Nein, Das geht, also, ich habe noch nie gesehen und ich kann das auch nicht so. Das ist, Also du Ist- hast noch ist- nie die Entschleistung im Puff entgegen? nein, weil ich brauche Emotionen, ich brauche Gefühl, ich brauche ein bisschen etwas. Und wenn ich Geld ausgebe und dann noch dort den Menschen gar nicht kenne und kannst dich gar nicht wohlfühlen, man, nicht. Und wenn du mehrmals wirst gehen und eine Beziehung aufbaust? Ja, dann kann ich auch, Alter, was ist das, man? Also stell dir mal vor, sie würde anbieten, so ein 60-Minuten-Programm und 48 Minuten davor könnt ihr einen Kaffee trinken und 2 Minuten kannst du einfach reinjassen. Wäre das etwas? Yes. Wäre das etwas, was dich interessiert? Ich gebe sich kein Geld für das. Wenn du, sorry, wenn du an Dates gehst, Hm. würdest du sagen, du zahlst für die Nacht? Ist schon dort. Ja, zum Beispiel. Ich antworte, weil ich weiß, du wirst cancelled. Ja, ich würde zahlen, ja. Ja, ich würde es erstmal zahlen, ja. Nein, Bro, es ist Nein, was hast du sagen, bitte? Zahlst du? Ich? Ja. 100%. Wirklich? Ja. Aber ich zahle ja einen Puff. Von dem her. Ich habe einen Puff gemeint. Ah, eben. Nein, hey, das ist wieder so eine unnötige Runde gerade. Ich halte das sicher. Ja, nein, aber ich bin auf jeden Fall in Marokko gewesen und das ist mir passiert und ich kann es wieder mit euch teilen. Hast du die ganze Zeit auch Leute im Wiederkauf auf der Straße, die dir Haschisch angeboten haben? Hey, ständig. Sagen alle, wenn sie zurückkommen. Alle sagen. Ständig. Sie kommen so die ganze Zeit und sagen so, Camel Riding, Yo, Mama, right? Quad. Siehst Und bei Cameländer denkt ja, Mann, das machen wir jetzt. Hey, ja? der eine, also der Vlado hat es unbedingt wollen und ich habe so gedacht, Bro, also, du, Bro, einer ist also gekommen, weißt du, wir sind so mit, also du musst dir schnell vorstellen, es gibt so Seilbahn dort, zum irgendwie raufkommen an so eine Burg, so Sehenswürdigkeit. Und wir haben es wieder rauffahren und dann hat sie gesagt, es gibt so wie 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du zahlst 10 Stutz zum Rauffahren, bist einfach in der Seilbahn. Und die andere Option ist, du zahlst 80 Stutz und du hast eine VIP-Seilbahn und du kannst vorher noch einen Kaffee trinken und du musst nicht anstehen. Also in Franken 80 Franken. Ja. Und sie hat uns das so gesagt. Yeah. Und ich habe so gedacht, okay, also, und? Sie so, ja, ich so, was ist denn das für eine VIP-Seilbahn? Und dann sie so, ja, ihr habt so tönte Fenster und sie ist schwarz. Und Was dann hast du hab denn? Nicht for Speed oder was? ich gesagt, aber wie lange geht denn die Fahrt? Sie so, ja, 6 Minuten. Ich gesagt, Bro, sie denken wirklich, dass Touristen so richtig dumm sind. dann habe ich gesagt, nein, wir haben das erzählt. Und dann sind wir einfach gegangen und wir sind einfach die Einzigen gewesen. Nicht mal müssen anstehen. Dann sind wir so angestanden, dann kommt so als nächstes so ein VIP-Ding. Wir einsteigen so, not this only VIP. Ich so, okay, dann warten wir noch 10 Sekunden, bis es wegfährt. Dann fährt sie halt leer rauf. Weißt du, wie ich meine? So fucking blöd, Bro. Und jedes Mal, wenn die VIP-Seilbahn vorbeigefahren ist, so, hat so Ding, Ding, Ding gemacht und so Announcement, VIP, VIP, so fucking wild. Hey, ja, wir sind raufgegangen und dann kommt irgend so, also weißt du, dann ist so ein Kamel, und du weißt, wie die Leute sind, Bro. Hey, my friend, komm hier und so, bla bla. Unangenehm. Richtig unchillig, Bro, richtig unchillig. Wie unchillig, wie in Türkei am Hafen. Der, Was ist wo mit Bootstour angeboten hat. Ja, Bro. Du Wichser. Also gestern Also erzählt. hast du dir schon erzählt? Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. Dann ist irgendeiner gekommen und wir sind so wie am Laufen gewesen. Und er ist einfach neben uns hergelaufen. Und wir laufen, er läuft einfach mit und er sagt so, this is stone. Oh, ohne Scheiß. Er so, this is stone, this you see Agadir. Und hier, this... Nachher stehen wir vor einem Schild, Bro. Und er liest uns einfach das Schild vor. Ja, schon den Taxometer eingestellt. Er liest einfach Schild vor. Er ist einfach so.
1940 Portuguese came, pew, and then we, weißt du, so, und dann sagt er so, come, I show you crack. Ich so, was schnurst du, Bro? Er so, I show you crack, you know, brrr, tectonic plates. Und ich so, okay. Und das ist wieder der einzige Weg. Und ich laufe auf den Weg, er läuft mit. Und dann kommt er und zeigt so auf den Boden. Und am Boden siehst du einen Strich am Boden. Er so, crack. Hey Bro, nachher laufe ich mir so zurück. Dann sagt er so, thank you my friend, thank you. Ich so, dankeschön. Ich laufe wieder, er so, excuse me. Und ich schaue nach, ich so, ja. Er so, I have family. Der Vlado schaut ihn an, er so, ja Bruder. Er so, listen. Normally 200, also 200 sind 20 Stutz. Normally 200 for you, 100. Ich so, für was, Bro? Er so, I show you everything, I guide you. Ich so, fick die Mutter, Bro. Auf jeden Fall, da haben wir dann 10 Stutz gegeben, weil das ist ein bisschen unangenehm gewesen, es war unchillig gewesen, weißt du, die ganze andere Tourguides dort uns mal anschauen, am warten und so, dass wir etwas falsch machen. Ja, Mann. Losers. Marokko. Aber alles ja cool gewesen, geil gewesen, dann sind wir zurück. Und ich sage euch etwas, Jungs, 7 Stunden haben wir müssen Transit machen am Portugal. Überlegt schnell, wie viel Raucher-Lounges hat der Flughafen im Portugal? Und wie viele davon sind zu gewesen? Fick mein Leben, Bro. Hast du nicht rauchen? Nicht rauchen. Hast du nicht einen Vape oder so kaufen dort? Bro, das Ding ist, es hat ein Raucher-Lounge gehabt, die ist nur für die, wie heisst die Arschfick-Zigaretten? Eikos, genau. Hat der Kollege gesagt. Bro, die stinken nach Furt und nach Scheiße. Die haben so gesagt, du darfst da nur rein, wenn du Eikos rauchst. Ich so, ey du Huren. Ich so, wie kommst du rein? Ich so, du musst Eikos kaufen, um da reingehen. Ich so, kann ich Eikos kaufen und normale Ziggis rauchen? Ich so, nein. Ich so, mach fick dich. Ja. Hast du Eikos gekauft nachher? Nein, sicher nicht, Bro. Schön nicht. Ich hätte gekauft. Never ever. Nie. Krass. Aber der Vlado raucht ja nicht, ne? Und der Lader raucht nicht. Genau. Ja, Mann, aber es war lustig gewesen. Und dann sind wir halt zurück und dann war es Specs voll. Schön, ja. Aber so jetzt, würdest du nochmal Marokko gehen? Hey, ehrlich gesagt, nein. Nicht. Also, wir sind halt, wo wir in Agadir waren, ist halt so, es ist ein Stadtstrand. Und ich finde die immer so grusig. So, es ist so ein bisschen Barcelona-Level so von Strand. Steinboden und so. Nein, es hat schon Sand gehabt, aber so halt Barcelona-Level. Ja. Weißt du, es ist viel Müll. Irgendwelche Inder verkaufen dir Bier. Für 4 Stutz, so das. Ja, man, Seri, erzähl du ein bisschen von deinem Sommer, Bro. Bro, was sag mal, ich habe nichts Spezielles gemacht. Ich habe geschafft. Du bist ein Arbeitstier. Absolutes Arbeitstier. Wirklich, Der Sommer ist langweilig, ich muss arbeiten, ich kann nicht so viel machen. Aber vielleicht November Thailand, inshallah. Und gehst du mit? Ja, am Mittwoch weiss ich dann, ob ich mitgehen kann. Und dann muss ich noch schauen, ob ich mir das kann leisten kann, zum mitgehen. Genau. Weißt du, wenn Vielleicht machen wir ja bis dann eine Tour. Und vielleicht können wir uns dann leisten, in die Ferien gehen. Wer weiß. Erzähl. Meine Ferien sind... Also ich habe die letzten 6 Monate keine Ferien gehabt. Meine nächsten Ferien Weil sind... wie du im Herbst warst. Weil du zu viele Leute auf Insta geflickt hast. Okay, auf jeden Fall, ich bin nicht Ferien gewesen. Meine nächsten Ferien sind nächsten August. Also... Wir haben jetzt August. Ja, in In einem Jahr. Wo gehst du? Griechenland. Du hast mir gesagt, du gehst ein Jahr nicht Wo Ferien. Griechenland? Ey, vielleicht kann ich 1 Woche Ferien nehmen oder so im Weihnachten. So. Wieso hast du keine Ferien? Ah, okay. Wo gehst du für Griechenland? Mit dem George. Ja, dort kannst du mit dem Auto gut angehen. Wir gehen mit dem Auto. Ja, fix. Nein, du kannst wirklich, das ist kein Sinn, das ist geil. Ich weiß. Wieso hast du das... Also, Wir gehen wirklich mit dem Auto. wieso gehen wir mit dem Auto? Er ist schon Das mal ist mit dem wie Auto. Autofahren. Er ist schon mal mit Das dem ist Auto Aber wieso runtergegangen. fliegt er nicht? Hey, er muss Sachen transportieren. Ist das der einzige Grund? Ja, Bro, und ich helfe ihm halt. Oder du könntest auch Ein fliegen? guter Kollege. Ja, Bro, aber er hat gesagt, er braucht Hilfe so beim Sachen transportieren. Was soll ich das sagen? Okay, aber jetzt mal angenommen, du hättest die Möglichkeit gratis fliegen. Ja. Würdest du fliegen? Sicher. Ja? Nie im Leben, Mann.
Nicht mal für Geld, nicht mal für 10.000 Stutz. Also. Wie kannst du logisch überlegen, du steigst einfach in so ein Blechding rein, du hast null Kontrolle. Und du hast nichts mehr unter dir. Ja. Und nachher sehe ich auf Insta so Videos wie Rädchen weggehen und so. Bro! Nicht mal für 10.000 schnell zum Aufklären. Der Jenny, der grosse, starke Jenny, hat was? Flugphobie. Ist es eine Flugphobie? Es hat Zeiten gegeben, da ich nicht in die Nähe vom Flughafen. Ja. Ist es so? Also, weißt du, so, das heißt, wenn du amig so laufst, nachher über die Flugreise Nein, vorbei, das dann, nicht, dann das nicht. gehst du in die Fotostellung. Nein, ich zucke einfach so Zuckst und renn so weg. Nein, Bro, das nicht. Hey, als ich auf Marokko. nein, auf Frankreich geflogen bin, auf Nizza. Hey, ich sage euch ehrlich, es hat so beim Landeflug, der Landeflug wäre 15 Minuten gegangen, wir sind 40 Minuten in der Luft gewesen. Und ich sage euch jetzt ohne Scheiß, es hat im Fall 20 Minuten davon einfach gerüttelt. Aber so unchillig. Also so Leute haben mir angefangen zu beten und du hast so gemerkt, die Leute heben sich immer fest überall und so. Leute also 2, 3 haben sogar angefangen zu brüllen und so und ich habe echt kurz Ich war gemerkt. einer von denen gewesen. Aber du wärst ja auch einer davon gewesen, wenn du auch eingestiegen wärst. Ja. Ich wäre wahrscheinlich in Ohnmacht geht oder so. 100%. 1000%, Bro. Also, weißt du musst mir sagen, wenn du im Flugzeug wärst und es wird so einmal so, du so, Cabin Crew, you ready for takeoff? Und dann wirst du gerade Dach weg. Hey, ich sag dir, die Chance ist 50-50, dass ich schon bei dem durch die Röhre, wenn du ins Flugzeug reingehst, dort schon zusammenklappen will. Wann bist du das letzte Mal geflogen? Mit 12, 13 so. Und dort hast du gemerkt, dass du Flugangst hast. Dort hatte ich schon panische Angst gehabt. Also ich habe wirklich dumm da. Ich bin mit meinen Eltern in der Ferien und ich habe wirklich dumm da. Also ich habe sie angefleht, dass ich nicht mitgehen muss. Wirklich, also es ist mir nicht gut gegangen. Und nachher, irgendwann bist du so in einem Alter, wo du auch kannst sagen, ich will nicht mit in die Ferien. Seitdem bin ich nicht mehr geflogen. Krass. Und wo du dann geflogen bist mit so 12, was ist passiert? Ey, bist du mein Therapeut jetzt oder was? Willst du mich jetzt gerade so... Nein, es nimmt mich auch nur Wunder. Hey Bro, nichts ist passiert. Ey Bro, ich will es halt einfach nicht. Fertig. Es gibt mir auch, ich muss auch ehrlich sagen, es gibt mir null. Wenn ich mir überlege, ich würde nicht auf Marokko gehen, wenn du mir würdest sagen, ich zahle dir die ganze Ferien. Der Flug, Hotel, alles, ich würde nicht gehen. Also auf Bali würdest du nicht gehen? Nein, es gibt Was ist, mir null. wenn ich mal einen Privatjet hätte in eigen und sagen würde, Bro, wir gehen nur zu 4 zum Beispiel. Ey Bro, es würde mich nur schon den Weg und alles anschießen. Vielleicht können wir ja im Cockpit so einen Spielzeuglenker alle tun, dass du die Kontrollegefühl hast. Ja. Würde das helfen? Nein, es geht auch nicht um das. Es gibt mir, Ferien gehen mir im Allgemeinen nicht viel. Ich sage dir ganz ehrlich. Ich habe gerne Ferien. 2 Wochen daheim nichts machen. Rausgehen mit Kollegen, das so ein bisschen. Weil Ferien können auch sein, du gehst, du weißt nicht, wie das Hotel ist, du weißt nicht, findest es chillig und so. Und dann zahlst du auch viel Geld für 2 Wochen Ferien noch. Und es ist einfach nicht geil. Kannst du bitte verfickt nochmal näher ans Mikrofon gehen? Okay. Auf jeden Fall, ja. Okay, gut. Ich hätte noch eine abschließende Frage, dann können wir das Thema an. Danke. Wo du ein Kind warst, oder ein Baby, und deine Mami hat dir Essen geben. Dann hat sie gesagt, brrr, Flugzeug kommt. Hast du brüllt? Ja. So kurz. Vorhin hast du dich 10 Minuten darüber aufgeregt, dass wir deine Handjob-Erfahrung nicht ernst genommen haben. Und jetzt machst du dich 5 Minuten lang über meine Phobie lustig. Findest du fair? Haben die in der Schule das Lied «Über den Wolken» gesungen? Ich weiß es nicht, ich sage dir ehrlich. Hast du mir auch Ohren zu machen? Ich muss mich auch zusammenreißen im Fall. Zu was? Ey, einfach zum da sitzen. Zum gerade nicht ausrasten. Nein, Janne, ich liebe dich. Ja. Ich Können liebe dich. Sky is the limit. Nein, alles gut, sorry. Was soll ich sagen? Ja, können wir noch kurz, wie viele Minuten sind? Scheißegal. Okay, auf jeden Fall können wir noch sagen, wieso ich eigentlich da sitze. Ja, können wir. Wenn wir das Thema noch kurz Unbedingt. Ja, warte, ich habe noch eine andere Geschichte. Ja.
Warte, geht das gegen mich? Ich sehe seinen Blick, es geht gegen mich. Nein. Doch, es ist irgendetwas Kritisches. Nein, ich Ja, habe er macht gedacht, so. ich habe gedacht, es geht eigentlich zum Thema Flügen, aber es ist eine Geschichte, die ich erlebt habe. Und ich weiss, der eine gab es jetzt in dem Moment genommen, weil meine Mutter hat auch Flugangst. Also Bier ist... Mach doch Witz. Mach doch ein paar Ey, Witz. pass auf, wie du über meine Mutter redest. Und wir sind, wenn wir in die Türkei runter zu uns in unsere Stadt gehen, müssen wir halt über Istanbul gehen, Transit, es gibt keinen Direktflug. Bin ich auch schon gesehen. Und dann sind wir halt zurück von der Ferien am Gehen gewesen. Und das heisst, wir gehen von Gaziantep auf Istanbul. Das geht etwa 2-3 Stunden und dann von dort nochmal auf Zürich. Und auf dem Flug von dort auf Istanbul hat es eine Turbulenz gegeben und so. Meine Mutter ist ein bisschen nervös geworden. Und dann so, weißt du, alles gut und so, weißt du, halb so schlimm, es kann es gehen und so. Und irgendwann mal, so, ich sage jetzt mal, so 40 Minuten bevor wir offiziell landet, hat es so Turbulenzen gegeben, wo für eine Sekunde so gerichtet denke ich so, das ist nicht normal. Ich habe auch gedacht, als wir in Côte d'Azur gelandet sind, in Nizza, habe ich auch kurz gedacht, hey, vielleicht ist jetzt wirklich fertig. Ja, und nachher dachte ich so, nein, weißt du, so komm, alles entspannt und so, das geht's halt, fertig, mach dir keine Sorgen. Und es hört einfach nicht auf, meine Mutter schreit, es fangen an Leute zu schreien und so. Und was Ja, ist das daheim so Schlimmste? im Bett. Was ist das Schlimmste, was in diesem Moment kann passieren kann? Ja, wenn die Masken anbekommen, ne? Ja, okay, sagen wir, okay, ja, das ist fair, aber etwas vorher, wo so ein Passant könnte vielleicht machen. Oh mein Gott. Bro, du hörst einfach ein iPhone-Klingelton. Bro, in Ja, der was ist Luft. jetzt schlimm? Bro, du musst eigentlich im Flugmodus ja Wer gehen. weiß es nicht, der fliegt ja fast nie. Nein, aber ich denke, das war früher gewesen. Wegen der Radar. Und mittlerweile ist doch ein. Ja, ist immer nicht mehr noch, du kommst die schlimm. Meldung immer, aber für Leute, die Flugangst haben, ist sowieso ein Trigger, weißt du, so, Ja. oh, jemand macht etwas nicht, was eigentlich solltest machen. Bro, nachher hörst du das Telefon. Alle. Bro, und meine Mutter, ein paar andere sind auch, weißt du, haben Flugangst, nachher hat es eine gehabt, Bro. Der Typ, von dort, wo das Telefon kommt, ist halt typisch Business quasi gewesen, die vorne. Und eine, die so 6., 7. Reihe war, sie ist am Schräg gewesen, der ganze Flug. Und das sind sogar 2 Frauen Bier gewesen von der Crew, wie sie haben sich versucht beruhigen, weil es ist wirklich extrem gewesen. Und sie steht auf und sie sagt so, ich schwöre meine Mutter, ich gehe jetzt den umbringen, weißt du. Und steht so auf, Bro, die Leute mit der Frau heben und so weiter. Und nachher gehen so Leute zu dem Typ, weißt du, was haben die, bist du behindert, geh doch im Flugmodus. Und ich bin dort, weißt du, und ich gucke nur meine Mutter so, chill. Und sie so voll am Sterben. Und dort, in dem Moment, wenn eben Leute, die Flugangst haben, ich habe nur versucht nachvollziehen, Bro. In dem Moment, Ich weiß es nicht. Turbulenzen, Bro, Handy hörst noch, Cabin Crew ist bei einer Frau versucht zu beruhigen, alle schreien rum. Aber wie hoch sind echt die Überlebenschancen, wenn das Flugzeug abstürzt? Er war. 0. Ja, es geht. Also Also es Nein, gibt schon, es kommt davon, wo zum Beispiel Land ist. Wenn es Wasserland ist, je nachdem wie Land ist, wo und so, kann einer Überlebenschancen geben. Bro, wenn du auf Land ist und irgendwie in den Wald fliegst, dann ist es. Wenn du keine Landefläche hast, wie so grosse Fläche, eine Straße. Ey, Bro, ich sage 1%. Bro, man sagt ja, weißt du, Ist am Flüge Googlen. ist das sicherste auf dieser Welt. Im Reisen. Zum Hinteren. im hinteren Bereich der Maschine bei einem Unglück eine 69%ige Überlebenschance. Ey, Bro, aber dann redet es doch von so Bruchlandungen und so Scheiß. Aber wenn der abstürzt, ist es vorbei. Bro, look, ich sage das so, eben, man sagt eigentlich, Flüge ist das sicherste Verkehrsmittel, blöd gesagt. Bruchlandung. Schon, gell? Ist das sicherste Verkehrsmittel, aber halt, wenn ein Unfall passiert, dann ist wirklich, also... Bro, es ist ja immer so, wenn ein Unglück von einem Flugzeugunfall ist und so, entweder geht es darum, dass man überhaupt Überlebende sucht, Ja. oder es geht darum, dass man irgendwie eine Handvoll gefunden hat von 240. So 6 haben sie überlebt, 7 schwer verletzt und Hast du der gerade Rest. gesagt, eine Hand? Eine Handvoll. Aha, ich habe eine Handvoll Überlebende. Ich so. Unchillig, Bro. Nein, auf jeden Fall. Ja, Flüge ist... Ich habe lang, ich weiß nicht, wie ich das überwunden Weißt du habe. was? Ich habe Höhenangst, aber ich weiß nicht wie. Weißt du, es ist noch unchilliger. Und nicht jetzt wegen dem Vorfall, aber U-Boot. Ein Handjob. Aha. Das auch. Ja. Wenn du nicht willst. ist Ey, wirklich U-Boot unangenehm, finde ich eigentlich aber- noch easy, aber so wie die das überlebt haben, muss nicht sein. Bro, Sich U-Boot das Schlimmste, Bro. scheiß mal auf, ob du wieder raufkommst oder nicht, aber Ja. Bro, du bist unter dem Wasser. Also, Bro, erstmal, also Ertrinken ist eine von der instinktiv schlimmsten Ängste, die Menschen haben. Ja, fix. Und dann bist du. Und jetzt stell dir mal vor, der Wasser. Ich weiß Du nicht. weißt einfach, dass du gesagt hast, du siehst so ein bisschen beschissen aus, wenn du ganz schlecht Aha, nein, bist. scheißegal. Okay. Auf jeden Fall, wenn du im. Also, tauchst du? Bro, ich habe vor kurzem meine Angst überwunden, wie meinst du?
Oh, sorry, stimmt, du hast ja Wasser. Aber Mach dich jetzt auch drüber. ich habe mich auch... Bro, wenn er Ah, stimmt doch. wenn er Ja. go duschen gegangen ist, habe ich ihn heben und so. Er so, Wasser! alles gut, alles gut. Nein, aber... okay. Wasserdruck. Hast du amigs schon irgendwie bei 2 Meter, habe ich mein Kopf explodiert, Bro. Stell dir vor, du bist so 20.000 Meter unter Wasser. Hey Bro, mit irgendwelchen Maschinen und Geräten schauen, dass es nicht so extrem ist. Wenn, Ja, Ja. im U-Boot. Ja. Geht ja voll. Aber was passiert, wenn das U-Boot kaputt geht? Klappt Bro, ja was jedes Mal passiert, voll. was passiert, wenn im Flugzeug was passiert, Bro? Schlussendlich auch nur ein bisschen Metall. Ey, Bro, aber Im was ist... Flugzeug hast du trotzdem eine größere Überlebenschance. Wenn du 20.000 Meter unter Wasser bist, Bro, dann bist du tot. Auch wenn du rauskommst, du bist tot. Bro, wenn du aber von 20.000 Meter runterfliegst, Ey, Bro, sag mal, ich- das Flugzeug in der Luft. Ey, und Bro, dann- look. Das ist ganz einfach. Ich sag's dir so. Wenn du im Flugzeug, egal was passiert, du lebst noch 1 Minute. Beim U-Boot kann es sein, du lebst noch 3 Tage und weißt Ja. du verreckst jetzt dann. Ja. Und du weißt, du bist auch Kilometer unter dem Wasser. Wieso gibt es einfach keinen Fallschirm für jeden, der im Flüger ist? Wie es einfach eine Tür ist, erstens. Zweitens, wie soll jeder checken, wie man das genau anlegt? Es kann ja runterpoppen, wie bei jedem anderen Scheiß auch. Wir können ja machen, dass es runterpoppt. Bro, Fallschirm. Und dann, dritte ist, Bro, du kannst nicht einfach eine Tür aufmachen im Flugzeug während... Doch, hat gerade vor 2 Tagen einer gemacht. Mit im Flug hat er Du kannst- Notfalltür aufgemacht. Du kannst eine Tür aufmachen im Doch. Flug. Du musst aber schnell sein, du kannst nachher alle raus. Schau mal das Video, die Leute Ja, was, einfach ich stelle euch das hure easy vor, wenn so das Bro, es gibt, Flugzeug... Warte. Bro, es gibt ja Leute, die aus fliegenden Flugzeugen runterkommen. Bro, Helis und so, das ist ja Nein, Stand. nein, das ja. sind die, die richtig hoch sind, Red Bulls. Ja, aber verrückte wenn das Sachen. Flugzeug am Abstürzen ist, Ja. dann hast du das Gefühl, die Leute schaffen es, einen Fallschirm anlegen. Nein, das ist etwas Ja, anderes. nein, in dem Moment ist natürlich. Türen Bro, wenn ein aufmachen. Flugzeug am Du hast Abstürzen gedacht, ist, dann kannst du ja machen, präventiv was du anstehen, wenn willst. es Start ist. Ist auch hure gut für die Psyche wahrscheinlich. Bro, oder du machst wie Achterbahn, so wie bei uns. Wenn ein Flugzeug anfängt abzustürzen, du schaffst bei jedem den Boden, zoom, dann gehen einfach alle ab und dann Fallschirm. Fair. Das wäre krass. Krass. Schlag das mal vor oder so. Weißt du, was geil wäre? Du- Bro, Patent die anmelden. Flugzeuge, glaube ich, würden mich, die würden mich Weißt du, gar nicht was ernst nehmen. geil wäre? Ein Flugzeug, das so durchsichtig ist. Ey, Bro, kann man Nein, mir ich glaub, nichts schon Geiles chillig. vorstellen. Das ist unschwierig. Wirklich im Fall. ist Heute richtig Abend schlafe ich sicher gut. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Oh, andere Frage. Nein, du hast Höhenangst gehabt. Ja, Hast du mal ein Doppelbett gehabt als Kind mit deinem Bruder? ja, Wo hast du geschlafen? da oben. Okay. Bro, meine Höhenangst ist so gewesen. Ich weiß nicht, wieso, aber warum. Ich hatte so Träume gehabt, dass ich einfach unkontrolliert runtergehe. Ey, das, hat ja, aber- das ist schon sind normal. viel. Das sind viel. Nachher zuckst du so und wachst Weißt du, auf. wieso Voll. du zuckst? Soll ich erklären, wieso ihr zuckt? Ja, wie das Hirn, weißt du, so Überlebensdings, dass du nicht stirbst. So. Du bist Nein. noch rum. Jedes Mal, wenn du also wirklich müde bist und du willst einschlafen, das passiert meistens, wenn man kurz vorm Einschlafen ist, dann fährt dein Körper mega schnell runter. Und dein Herz, weil dein Puls auf einmal so runterdroppt, hat dein Herz das Gefühl, und dein Hirn das Gefühl, dass du einen Herz-Kreislauf-Kollaps hast. Und dann kommst du einen Stoß über. Wirklich? Ja. So ein Schock. Du kommst einen Schock über, weil dein Hirn das Gefühl hat, dein Herz ist stehen geblieben. Und darum zuckst du so zusammen. Krass. Bro, ich weiß noch, einmal, ich bin so im Traum und ich so, geil, ich bin von einem Berg. Ich so, da kann mir nichts passieren. Ich kann nicht von einem Berg aus dem Nichts ins Nichts runterfallen. Ich schaue um, der Berg ist in der Luft am Fliegen. Und dann ich so, wie meinst du das? Ich dachte, der ganze Berg runter. Ich so, fuck. So, das ist es, aber sonst. Okay. Ja, was wenn wir hast noch, du hast noch etwas wegen wieso du da bist heute überhaupt. Ja. Also, die Konstellation, die Ausgangslage eigentlich wäre gewesen, ich, Josh, Jenny und Jenny und Hey. Nein, Shidar. das ist Shidar. Aber er hat leider nicht können, weil es geht ihm Die momentan Bitch. nicht gut. die Bitch. Die Ey. Wir können da schon ein bisschen lustig drüber machen. Aber Nein, es geht ihm nicht gut. Darum ist, aber wir haben so gefunden, hey, look, wenn Jene mit uns chillt, muss er nicht neben uns hängen, sondern wir lieben das Gespräch mit ihm. Jene wird auch unser neuer Show- und Tourfotograf. Für das Jahr sicher. Mal schauen, wie du. was nur für das? Ja, mal schauen, wie du. Ja, mal performst. schauen. Bro, das ist keine Garantie, dass du 7 Jahre das machst. Du musst liefern. Hast du die Fotos gesehen, die ich bis jetzt von dir Ich habe sie auf gemacht habe? allen 3 Kanälen, die ich besitze, teilt. Also ich habe vor allem die überbelichteten gesehen, aber über das können wir dann noch reden. Wenn du so willst anfangen, Bro. Aber auf jeden Fall, wir freuen uns, ein neues Teammitglied bei Kurzbündig wie sagen wir? Begrüßen. Dankeschön.
Ich habe gemeint, du bringst... Oh, fuck. Nein, aber sofern der Zero nichts mehr zu sagen hat zum Abschied. In dem Fall nicht, nein. Ey, nächste Woche gibt's... Hey, ich würde nicht Wir mehr... versprechen gar nicht mehr. Nicht Doch, mehr, Bro, weil es ist in, doch, in, doch, der, dann in ist der jetzt, Konstellation, wo er dabei ist, nie mehr in Zukunft. Nein, scheiße. Es wird einfach erst passieren, Also, wenn es passiert. nächste Woche Kenn ich nicht. gibt's, Keine Ahnung, Podcast. vielleicht, hoffentlich, wer weiß. mit wem. Inshallah. Ey, er hat zugesagt. Er hat auch für uns zugesagt. Er hat viel schon zugesagt, 4-mal schon. zugesagt, Er ja. hat schon viel Aber Scheißegal. nächstes Mal gibt's. Du, nächste Er Woche, kommt, wenn er kommt, wir machen weiter. Scheiße. nächste Woche gibt es sicher wieder einen Podcast. Wir sind mega happy, Sarah und ich vor allem, zum einfach zurück sein. Wir haben mega Bock zum Content machen. Wir haben auch Lust zum Reden. Nächste Woche gibt es vielleicht wieder einen Seros Beichtstuhl. Vielleicht tun wir ein paar Fragen beantworten. Helfen uns wieder ein bisschen zurück in das Ganze. Wir vergessen nicht, abonniert. What the fuck? Abonniert, bewertet uns, erzählt deiner Mutter, erzählt deinem Vater, Deine Tante. deiner Tante. Jeder. Jedem. Und vergiss nicht, wir lieben dich. Peace out. Polygam. Das ist kurz und bündig.